Ich will anheben, bitte ein bisschen persönlich. Das heißt, ich habe so viel zu reden mit Miriam, weil ich bin allein in der Medienbibliothek zum ersten Mal in 1957. Noch nicht gewesen, Yitzchak Niboskis ist damals gewesen, eine kleine Bibliothek. Aber ich habe sie entdeckt und von damals an bin ich verbunden und verstehe es auch durch ein Wörterbuch. Und euch will ich da mahnen und damit will ich verändigen wegen sich, als meine Verbindung ist auch durch auf den Schwell, weil ich bin jahrelang ich bin ein Lehrer in St. Louis, Missouri und entgegen St. Louis auf dem Mississippi, auf jener Seite Mississippi ist gewesen Southern Illinois University und dort hat gelernt Michel Astor. Und wir haben sich, es ist gewesen, der Geurl, als wir sollen sich bekennen und wir sind geworden, jahrelang gar nicht vereint. Und faktisch ist gewesen von mir und ich von ihm die Schredders in unser Leben. Also, ich bin verbunden euch mit auf dem Schwell, wo Miriam auf 3 Kontinenten ist aktiv. Nun gut, Miriam, die wir davon reden, jetzt nicht wegen der Vergangenheit, nur wegen der jetzigen Zeit und auch die Zukunft. Erzähl uns etwas wegen Jiddisch Ort, der neue Center in Israel. קודם כל, herzlichen Shalom Aleichem euch und Dank für Verbeten mich und für der Gelegenheit zu schmutzen zusammen. Will ich erzählen ein paar Wörter, der Jiddisch Ort, Jiddisch Center, ist schon nicht so neu. Wir haben ihn gegründet zusammen mit Eliezer Niborski, mit 3 Jahren zurück, meine ich schon. Und es sieht uns noch eine Sache länger schon. Ich habe das Gefühl, dass ich kann sich kaum ermahnen, wenn das ist gewesen. Also viele Sachen sind inzwischen geschehen. Der Eulam kann allein beschließen, sie das ist lang oder kurz. Auf jeden Fall ist das ein kleines Center, wollte ich es angerufen. Nicht kein größer Center, was wir führen selber zweit in der Emerson, derweil. Und in ihm probieren wir, da in Land, in Israel, wo ich lebe, anzuboten, einen sehr dicken Kontakt mit der jiddischen Sprache, aber sehr aktiven Öfen. Wir haben eine Reihe verschiedene Jiddisch-Kursen für verschiedene Niveauen, viele für Anhebers euch, aber der Hauptgedanke beim Gründen oder Verlegen, Grundstein von der Organisation ist bei MS gewesen, was zu tun, was können wir tun von unserer Seite, der Jiddisch soll werden, mehr aktiver in Land, wo es befinden sich da noch sehr Jiddisch-Reders von verschiedenen Sorten, die was einen Mamisch aufgewachsen sind, die was haben noch gehört und sich eingesappt und jetzt ein bisschen kommen die auf der Eltern verstehen, wie viel sie haben sich eingesappt und wie viel sie kennen ja, sie haben es kein Mal nicht aktiv gerät. Und auch die jüngeren Deures, was sie kehren sich zu etwas, was es kein Mal bei sie aktiv nicht gewähnt, es ist doch allerlei Sorten Menschen, was haben eine starke Verbindung zu Jiddisch. Und mit dem ist da in Land ein großes Potenzial. Und es ist schade, das nicht auszunutzen ist. Auch die Lektionen probieren wir regulär zu organisieren verschiedene Begegnungen. Versteht sich, dass in der Corona-Stufe ist das als Arriba auf Zoom, aber es ist da meiles in dem, was ich kann später reden wegen sie. Und auf die Begegnungen probieren wir bei MS noch zu gehen in Linie, was ist, zu reden nur Jiddisch. Das sind bei MS Begegnungen, wo wir verbeten, den breiten Eulem, zu kommen und schmusen zusammen wegen verschiedener Themen oder sich anzuhören mit Jiddisch auf verschiedene Themen. Es ist aber der kleine Gastredner, was legt vor ein Thema und danach ist da eine Gelegenheit zu entwickeln, warum dem durch Fragen oder durch Kommentare eine Schmues-Stimmung. Und der Prinzip ist, als zu verführen auf Jiddisch. Auch wenn der Mensch, was nimmt das Wort,
beherrscht öfter nicht perfekt die Sprache, aber in dem geht bei es nicht. Es geht in dem zu schaffen an Ort, für, wie wir rufen es, Jiddisch Liebhabers, aber speziell euch, die was suchen, euch fahren, wie aktiv auszunutzen und anzuwenden, die Sprache. Das klingt ein bisschen wie der Pariser Jiddisch Center mit der Bibliothek. Was versteht das? Ist natürlich, weil ihr seid sozusagen Graduierte von dort. Wollt ihr gesagt, dass es ist mehr oder weniger auf demselben Plan wie die Medienbibliothek oder sind da andere Sachen? No, uns fehlen die Bücher, die tausender Bücher, was die Medienbibliothek vermag ist. Mit dem seien wir befähigt anders. Wir seien nicht kein Bibliothek. Wir seien euch nicht kein befähiger Kulturzentrum, weil wir haben viele nicht kein physischen Ort. Eine Sache von unseren Unternehmungen, was seien in der normalen Realität vorgekommen vor der Corona-Zeit, seien gewähnt begrenzt auf 2 Lokalen, in Tel Aviv und in Jerusalem, wo wir seien gewähnt physisch tätig. Und das seien gewähnt poschete Zimmern, was wir pflegen Dingen. Das ist nicht gewähnt unseres, in dem Sinne wie die Medienbibliothek vermogt an eigenem Lokal, wo sie können tun, was sie wollen, wenn sie wollen, an Erechio, ist das Feld bei uns. Und jetzt in der Corona-Tkufe, wie ich habe gesagt, sind wir im ganzen Arriba auf Zoom, weil es berät, aber das hat uns ermöglicht, sich zu öffnen, die Teuren euch international und also herum zuzuziehen, euch Eulen von anderen Ländern und zu der möglichen schöne Begegnungen zwischen Menschen, was wollten sich kennen und physisch nicht gekannt treffen oder was wollten gewinnen, schwerer für sie, sich zu begegnen physisch. Und die dosige Austauschen und Begegnungen haben sich herausgewiesen wie sehr schöne Momente, es darf in einem finsterer Tkufe. Mit was noch sind wir anders? Wir seien, ich wollte gewagt zu sagen, wir seien anders von alle verrannene Jiddisch Organisations, beemes mit dem als auch die Lektions, was wir boten an euch zum Teil für Menschen, was kennen noch nicht kennen Jiddisch, nämlich die Anhebers, bemühen wir sich, oder nicht nur bemühen wir sich, wir tun Sachen, beemes noch auf Jiddisch. Das heißt, alle Unternehmungen, was wir organisieren, seien befähigt auf Jiddisch. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Für was sage ich, als das ist anders wie die anderen Institutions, die Organisations, die Gruppes, weil also Ausnehmlichkeit zu tun Sachen nur auf Jiddisch ist nicht da in die alle Organisationen, was ich kenne. Dort ist da mehr Pschores und euch in Paris. Weil es breire, weil es dann größere Rämen und man darf zuziehen mehr euch an euren, was beherrscht nicht die Sprache. Und man geht ein auf Pschores, was ist natürlich. Eine andere Organisation von dem Sort ist aber die Jiddisch-Liga. Ja, was ist euch sehr aktiv, anders aktiv, aber was hat euch als Prinzip, als nur auf Jiddisch oder zu 99% auf Jiddisch. Ist mit dem kennen wir nicht darf geschaffen parallel zu der Jiddisch-Liga. Und wir haben das beschlossen, also weil wir haben gesehen, dass auf dem Jiddisch-Markt oder in der Jiddisch-Welt fehlt das, die dosige Ausschließlichkeit. Das ist, Aktiones nicht sich unterzugeben, der macht schon was, man darf damit zuziehen, dem meisten Eulen und der Eulen von die MSC-Jiddisch-Reders wird was einmal kleiner. Es ist ja schon, sich unterzugeben, schon jetzt und noch zu geben. Es klappt sehr gut, darf ich sagen. Das jiddische Call hat von demselben Prinzip. Bei uns ist alles auf Jiddisch euch. Viele die Reklames.
Lass mir reingehen, Tage in dem Zoom. Das ist natürlich für euch, weil was darf mir grenzen? Wir sind doch ein internationaler Volk und wir kommen zu neu auf ein Löschen, was alle kennen oder alle streben zu kennen. Ich lasse euch reden weiter wegen dem. Ja, man kann bei MS sagen, als die Corona hat mit sich euch gebracht gewisse Broches. Und durch sich mehr, als keiner darf sich nicht schämen, wenn er sagt, oder wenn er trachtet viele noch, als Zoom ist eine von den Broches. Es hat euch erwarte Begrenzungen. Chesroines weiß ich nicht, MS Chesroines, sie es hat. Es ist ein bisschen technische Unionen, aber der Zoom hat uns sehr stark zugespielt in der Jiddisch-Welt bichlal. Ich rede da jetzt nicht nur von Jiddisch-Ort. Ich meine, als der Zoom hat uns ermöglicht, in der Tkufe, wo Sachmenschen haben gedarft sein, sehr stark isoliert, zu gewinnen etwas an Moke Miklet für sich und sich a viele BMS aufzuhitten mit einer gewissen Moral oder zu ermöglichen sich allein Momenten von Simche durch dem, was in der Jiddisch-Welt hat man sehr gier auf verschiedene Fronten, in verschiedene Orte angehäuben, zu verstehen, die Meiles von dem Zoom und sie auszunutzen. Und man hat BMS geschaffen, der Iker, meine ich, als Sach siehste Programme und siehste Unternehmungen, was haben der möglich, dass wer es will noch, kann sich verbinden und bekennen mit neuen Menschen, mit neuen Eltern, mit neuen Rämen. Und als Sachmenschen haben das ausgenutzt. Wir haben das gesehen. Und sie sehr eine schöne Form zu verbinden, wie du sagst, mehr. Menschen, was sei wie sei, seien sie verbunden durch der Liebschaft zu derselbigen Kultur und Sprache. Und was es ist noch richtig, sie noch mehr zu verbinden. Man kann es nicht tun physisch auf ein MS, weil man kann nicht, weil sie seinen zerspreit und sie sieht über die ganze Welt, soll man nutzen, Demo Machschir, was erlaubt das ja. Und ich habe MS gesehen, in der ganzen Jiddisch-Welt, in die verschiedenen Institutionen, und ich kenne als Sache, als man hat sehr gier sich zugepasst und angewohnt in dem Zoom. Und das Jiddisch-Leben hat geblieben in der Corona-Zeit. Ich hoffe, dass das wird euch weiter also angehen. Nu, erwarte, ihr werdet nicht haben, alles auf Zoom, es wird sein eine normale Zeit. Also wir wollen da leben, es wird sein schon nach der Pandemie. Aber wir können weiter ausnutzen Zoom. Nicht nutzen Zoom, aber euch Zoom. Ich meine, dass das wird schon bleiben. Wie ihr sagt, mit Tome wird man nicht ausschließlich mamischig sein, weil man versteht, dass es da gewisse Begrenzungen, wie die physische Mechitzes, was seinen von einer Seite erschaut, weil Menschen haben ein anderes Gefühl von Kontakt durch einen Ekran und BMS, Ponem el Ponem, nicht Ponem el Ponem auf dem Ekran, nur physisch, wo man kann sich viele anrühren, ob man will, sehr. Es ist ein anderes Gefühl von Kontakt und menschlichen Kontakt. Aber ich meine, als Menschen haben sich auch sehr gut, öfter wie Tomit, zugepasst. Und die Begegnungen auf Zoom seien oftmals sehr persönliche. Nicht geguckt auf der ganzen Technik herum und auf dem, was man viel sich gesehen, der erweitert. Ich habe mitgemacht, als sehr herzige Sessions, euch als sehr freiliche und manchmal beschuttfestige Lektions. Das heißt, die Rem ist nicht also immer richtig, das ist eine ernste Lektion, das ist glatt nicht formeller Schmuss. Aber ich habe gesehen, dass auf dem Zoom kann man durchaus der Griechen eine ganz persönliche und chaversche Madrege von einem Austausch. Man kann lachen zusammen. Es ist nicht so schrecklich distanziert und unpersönlich, wie man hat gemeint in die ersten Wochen, wo das ist gewesen, fremd und alle haben sich gedacht, zu gewöhnen und erwartet sind gewesen die technischen Probleme, als das Call ist plötzlich mal weg und die Kamera hat nicht gewollt, wie man hat gewollt und die alle Sachen. Aber Menschen haben sich sehr fein ausgelernt und der Moschel in
Eine Meile von Zoom ist euch für die Lektions. Ich will geben eine kleine Dogme von dem Guckwinkel von einer Pädagog und Lehrer. Und ich meine, als Sache Jiddisch-Lehrer, wenn wir da zustimmen. Als Zoom hat eine Möglichkeit zu schaffen, kleine Zimmerlach, das heißt zu zerteilen, eine größere Gruppe an Teilnehmern in intimere kleine Gruppen. Und das ist etwas, was in Schmues-Klassen kommt sehr gut zu Nutz. Und es schafft durchaus eine intime Atmosphäre. Ja. Nu gut, es ist von dem Gesang ist geworden eine Meile. Uns alle interessiert sehr stark die Beziehung zu Jiddisch in Israel. Es hat eine lange Geschichte, die Frage. Gewesen eine Zeit, wenn man Poshet geräutet, Jiddisch. Ich denke, mein ersten Besuch in Israel ist, habe ich gekauft, eine jiddische Zeitung, hat man mich angeguckt. Was tut das ein junger Mann mit einer jiddischen Zeitung? Das ist nicht normal. Aber man sagt, dass es hat sich gebeten, die Lage. Es ist besser geworden. Und es ist, so Schächter hat geschrieben im Vorwärts, sie ist gekommen, sich lernen in Ivrit und geendigt mit der Teil von einer jiddischen Zwiebel in Israel. Sagt uns etwas wegen dem. Ja, ihr seid gerecht zu der Monen Sore Ruchlin, das ist ihr Tag geschehen und auch wie sie zurückkommen, habe ich gehört, Schmues. Ja, es hat sich ihr verbindet nach der Jiddisch-Zwiebel in Israel. Hört, ihr fragt mich, darf ich sich mal sein, ich bin ein Zionist, will ich keine schlechten Sachen wegen dem Land nicht sagen, aber viele nicht, wahrscheinlich der kompliziertere Beziehung zu Jiddisch durch die verschiedenen Jahrzehnte. Wir wissen alle, dass es nicht dort, als die Beziehung zu Jiddisch zum Anheb von der Medina ist gewesen gespannte und wegen dem will ich nicht reden, weil genug Menschen können reden wegen dem und ich bin zu Kopens nicht gestanden in jenen Jahren. Aber was man darf euch gedenken, jeder hat anzureden wegen dem Heim, wo dort, und dem weiß ich, was ich rede, meine ich, darf man euch ermahnen, als ja, man hat öfter geguckt, ein bisschen krumm auf Menschen mit der jiddischen Zeitung in die Hand, wie ihr zitiert, euren eigenen Fall, da auf die Gassen in die 50er Jahren, 60er Jahren. Und gleichzeitig ist gewesen, zusammen mit einem offiziell krummen Blick, da im Land öfter die größte Konzentration von Jiddisch-Reders nach der Milchome. Und ich rede jetzt nicht wegen der orthodoxen Bevölkerung. Es ist gewesen gleichzeitig eine Jiddisch-Produktion, es seien gewesen jiddische Zeitungen. Das ist gewesen in Europa anders wahrscheinlich kam es in Avade. Es ist gewesen ein jiddisch Theater, was ist gewesen ganz lebendig. Und es ist gewesen, Moshe, also eine außergewöhnliche Sache, wie eine literarische Zwiebel, was ist gewesen sehr aktiv und produktiv. Und beschaß in Amerika, Moshe, ist das geworden, was einmal schwacher, hat das da gelebt. Ich sage nicht, als es seien gewesen Massen Jiddisch-Schreiber, aber es ist gewesen eine gewisse Chevre herum der größeren Persönlichkeit von Avram Sutz gewesen, was hat mamisch von sehr frühen Moment an, von 49 an, man darf es sagen, aufgestellt auf die Fies, als Abekowet gesagt wie die Goldene Kate. Und der Dosiker Journal hat gehabt ein Kiem von kimat ein halben Jahrhundert. Ja. Ich verkeile dich ein bisschen, aber fort, nicht nur ein paar Jahre, noch etliche zentliche Jahre. Und das ist gewesen der international anerkennter, zum ersten anerkennter die Journal, in welchem es haben sich beteiligt, internationale Keuches, ja. Hashem Dover, ist die alle Sachen seinen euch gewesen und gewesen, mamisch mit der Chatride. Und die Sachen haben also nicht gekannt sein in der früher noch mit die Kartkufe in andere Erder und sie seien nicht gewesen. Das ist eins, was tut sich heint und das ist etwas, was tut sich schon
in die letzte wollte ich gesagt, nur die Zeit steht nicht. Also ich will sagen, 20 Jahre ist mir Stomme richtiger zu trachten, wegen 30 Jahre schon. Auf jeden Fall, nicht keine kurze Zeit hat man da in Land am Matzef, wo man hat sich ein bisschen in allgemein wie ein Volksgefühl oder Nationalgefühl befreit von dem Komplex herum Jiddisch. Und Jiddisch ist schon geworden ein koscherer Indien offiziell. Man mag schon sagen, als man geht sich lernen Jiddisch und keiner wird auf euch nicht gucken krumm. Öfter wird man geben ein Schmeichel oder mit ein bisschen also mit Humor fragen, aber nur, zu was darfst du das? Punkt, also wie immer zu können, fragen, zu was darfst du gehen studieren Literatur heutzutage? Ja, ein ähnlicher Schmeichel. Aber gleichzeitig seien da was einmal mehr und speziell junge Menschen, was interessieren sich auf sehr ehrlichen und tiefen Öfen mit der Kultur, mit der Sprache. Versteht sich darauf, sind das Aschkenazim, was kommen zurück zu sehr persönlicher, mischpochediger Kulturjerusche. Und es seien da große Institutionen wie Beis Shalom Aleichem, Beis Leivik, Jung Jiddisch, was seien sehr aktiv und sie seien ein Teil von der tagtäglichen israeliker Panorama. Man kann und muss öfter sagen, als ja, das seien kleine Nisches, aber seien Nisches, was ob man will, dann kann man sie sehen und man kann zukommen zu sehen und dann sieht man, wie viele Mitglieder sie haben und wie viele Menschen gehen dort rein und raus und folgen noch, was es tut sich in der Jiddisch-Welt da. Es ist auch da das Jiddisch-Spiel, der Theater, was man kann zu ihm kommen mit Teines, weil damit kann man kommen mit Teines. Aber das ist auch etwas, was ist da in der allgemeinen Kulturlandschaft. Und Menschen wissen wegen dem. Wenn sie geben Reklame wegen sich allein auf der Radio, hören das die Menschen. Und man weiß, ist da ein Jiddisch-Theater. Ja? Heutzutage ist Jiddisch noch als da und präsent. Und euch noch etwas Interessantes, was ich glaube stark in dem, und öfter wird das klingen ein bisschen idealisiert, aber bei MS ist es basiert auf persönliche Überlebungen, was ich habe gesehen. Öfter wissen die Zuhörer, und ob sie wissen, nicht will ich sagen, also ich habe 4 Kinder und Eliezer und ich erziehen sie auf Jiddisch. Kommt es euch nicht wenig, als wir drehen sich auf der Gas und wir schmusen mit den Kindern auf Jiddisch. Was ist ganz normal. Und es trifft kimat keseder. Als Emetzer wird uns abstellen, Emetzer wird gleich reagieren. Das ist Jiddisch. Oftmals tracht man, weil man will nicht glauben, als das kann sein, Jiddisch mit solchen jungen Kindern, was seine nicht tun, als ist Deutsch. Das ist oftmals der erste Gedanke. Aber was ich will sagen, sehr oft entwickelt sich sehr gleich ein Schmues, ein Rum-Jiddisch und ein viele Af-Jiddisch. Weil es weiß sich heraus, der Mensch kennt ein Stück Jiddisch. Und das muss nicht sein, kein geläufig loschen. Hat es öfter zehntliche Jahre nicht gerät. Aber doch ist es etwas Heimisches. Und als man gibt ihm noch eine Gelegenheit, wird herausreden, etwas ein Wert, ein Wort. Was will ich sagen mit dem? Als die Sprache und der Kontakt zu der Sprache und das Gefühl zu der Sprache ist Deutschland noch voran und auf sehr lebendigen Öfen. Weil als Sache, wie ich habe jetzt beschrieben, trifft mir nicht, wenn ich bin auf der Gas in Paris. Es trifft mir nicht, dass ich bin auf der Gas in Berlin. Es trifft mir nicht in England und euch nicht in New York. Seiden, ich drehe sich in spezifische Gegenden, von welcher ich kenne, seien sich als dort und seien da die Schredders, was wollen mich verstehen. Ist es öfter euch etwas, was kein Reden für sich? Ich meine, das für Stissel ist ein Volk. Hat etwas zu tun mit dem, was man nutzt Jiddisch ganz oft in die Szene von der Televisionprogramm. Und auch eine von den Helden redet Jiddisch mit seiner jungen Tochter. Weil Akiva redet Jiddisch mit seiner Tochter, also sagt er, weil die Mama hat es, nicht seine Mama, nur die Mama von dem Kind, nicht lang Gestorbene, hat also gewollt, dass ihre Tochter soll kennen Jiddisch.
Und trotz das ist eine fromme Sprache, von deswegen ist es ein Simmen. In laut meiner Meinung. Es ist doch eine gewisse positiver Zugang zu Jiddisch, was hat früher gefällt. Ja, wir können euch die Serie nehmen für einen Indikator, dass man geht daraus auf der Gas und der Mond stießen, die Serie, wird man oft mal kriegen als positive Reaktion von den Menschen, die sehen es. Noch einmal seien das Lerov Ashkenazim, meine ich. Und ja, es hat ein Herzlöcher, was ist euch verknüpft mit dem Fakt, dass etwas, eine emotionelle Beziehung zu Jiddisch ist noch sehr verrannig da im Land. Und das geht rüber bei Jerusha, also sozusagen auch viele zu dem Jungen da, was Teilen von ihm legt euch die Finger von Stieße. Leute unserer bescheidenen Meinung redet man dort nicht genug Jiddisch. Aber ein bisschen ist es. Ein bisschen und ein bisschen macht öfter eine volle Schieße mit der Zeit. Aber was ja, Menschen, die seinen öfter fort relativ erweitert und reden nicht die Sprache, legen ja die Finger von die paar Sätzen oder Wörter, was sie hören dort auf Jiddisch. Ja, das ist sicher, als sie euch, als die Beziehung ist eine positive, als es ist schon nicht da, als bekiewendige Distanzierung von der Kultur. Wie das ist, sage ja gewinn in gewisse andere Tkufes. Und noch etwas, es ist nicht da schon das politische gegen der Kultur und der Sprache. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges, was man darf sagen. Die offizielle Politik ist gewesen, Tkufes weiß, Jiddisch feindlich gestimmt zu Jiddisch. Und alle von den dosigen Politikern, nicht alle, aber es haben allein geredet Jiddisch von der Heim. Ben-Gurion hat sehr gut gekannt Jiddisch und als hat gedacht, hat gehalten Redes in Goles, für die Golesiden auf Jiddisch, weil auf Hebräisch wollten sie ihn nicht verstehen. Aber doch ist gewähnt, in gewissen Kufes eine befehrische Antipolitik gegen Jiddisch, zu den komplexen Sibes. Und das ist nicht da befehrisch heutzutage. Nun hat ein bisschen Eure gehabt für Jiddisch, weil es ist gewesen, mit Vater Mohammed, es haben mehr Millionen Jiden gerettet, Jiddisch wie Ivrit. Und es ist gewesen eine Konkurrenz zwischen den Sprachen und wie ihr wisst, kulturelle Mohammed in die Goldesländer zwischen Jiddischisten und Hebräisten. Nur das ist schon nicht kein Problem. Sicher, ja. Und man kann es verstehen, es ist gewesen eine gewisse historische Tkufe, was hat öfter anders nicht gekannt sein. Man darf auch nicht vergessen, dass damals in dem frisch gegründeten Land seine gewesen als auch andere Jiden, was haben sich beklein nicht identifiziert mit Jiddisch. Und es ist klar, dass Jiddisch hat nicht gekannt wären die Sprache von dem Land. Ich meine, wir wollten es öfter gewollt, ist das beklein nicht kein Punkt zu diskutieren. Aber ja, heutzutage noch einmal ist schon nicht also nötig zu haben, mehr zu haben, wie ihr sagt. Okay. Miriam, in Heint ist doch Yom HaTzmaut und wir begrüßen euch zu lieb dem. Wie geht ihr und eure Sprache feiern, abmerken dem Jontef? Wir haben eine Sprache-Minhag, was ist durchaus nicht sehr repräsentativ für einen durchschnittlichen Bürger, aber fort ist das bei uns eine Tradition, was wir halten und sind. Wir leben im Land wie eine Sprache. Und das ist Backen der Medina, ein Geburtstag dort. Und auf jeden Fall, ich bin damit stolz, von Jahr zu Jahr zuzugeben, noch ein Jahr. Wir beputzen dem Tort mit der Zoll von dem Älter. Ja. Das ist eine kleine Pitschewke, also persönlich. Wie noch merken wir das ab?
es ist da ein Minhag, ein nationaler Minhag in Israel, was eine Sache von den Zuhörern werden es da kennen, was ist öfter, ja, es ist sehr ein beuleter Minhag, wir können das diskutieren, wie weit das ist zwiebelfreundlich und ökologisch, aber man hat sehr lieb herauszufahren in der Natur und mit dem ist es auch sehr israelisch, das heißt der Kontakt zu der Natur und das sein Stolz mit der Natur von Land ist sehr ein starker Element von der israelischen Identität. Aber man fährt nicht nur heraus zu sein in der Natur, sondern man fährt euch heraus zu machen, große Picknicken und der Iker Gebrotens auf dem Feier. Das ist, man sind nicht an kein Feiern, aber Gebrotenes macht man in der Natur. Und wir tun das euch. Darf ich sich mal sein? Das heißt, ihr versteht schon allein kein Vegetarier oder Veganer sein. Wir nicht, aber auch trotzdem kennt man euch zu praven, etwas ein vegetarisches Menü in der Und das tun wir ein bisschen ja zulieb als eine kollektive Überlebung. Was ein Teil von uns ist sie wichtig, nicht der ganze Mischproche. Durch sich als ich bin da der Motor, was prüft mitschleppen. Ich habe schon gesagt, ich bin Nationalist und nicht alle in unserer Mischproche seien das. Und euch das Verbringen, Poschet, öfter Davke kollektiv in der Natur ist sehr eine schöne Überlebung. Und wir haben in Israel eine Sache, sehr feine Winkelach, was ist Kedai zu entdecken. Und das ist ein Tag, wenn alle vielen plötzlich zusammen bedarfen nicht, herauszufahren und zu entdecken, die dosige Winkelach. Ja, und es hat eine kleine Medina, aber sie hat große Meiles. Richtig, aber die Kleinkeit ist da ein Problem, weil ihr könnt allein verstehen, als im Mescher von die 73 Jahren ist die Bevölkerung geworden, nicht kleiner noch was einmal größer, aber das Land bleibt weiter klein und mir fehlt es zum größten Teil euch Tage ab, sehr stark ab, dem Unabhängigkeitstag Gufe, wenn alle losen sich heraus und sie wird schon einmal bei ihm ein Gedichter Gehennem von Eutos und das ist ein größer Chison in unserer Zeit, ist man darf das ausmeiden und es ist schwer, sich zu finden, Nisches, was sollen sein noch als Hanoedig, weil man steht dort nicht lang in keinen Verstoppungen und wo man fehlt von einer Seite die Authentischkeit von der unbarrierten Natur und von der zweiten Seite fehlt man, als man ist nicht allein und es ist da Menschen. Einmal kennen die Menschen, wären ein bisschen zu viel. Und ihr seid doch Mama von kleinen Kindern, junge Kinder. Sie gehen noch einmal zurück in physische Schule? Ja, ich stelle sich vor, wegen dem Prat hat ihr gehört in die Nähe, dass Israel ist Tage von den Ländern, was hat Matzliach gewählt, sehr gier einzuspritzen, so von der Bevölkerung. Das hat bei ihm sehr gut getan. Ich habe ein bisschen mehr, als ich klinge, sehr politisch und wir können das verstehen, wie etwas eine Reklame für Emetsen da im Land, nicht so meine ich es, aber wie ein Poschet der Bürger kann ich das bestätigen. Das ist gewesen bei ihm sehr effektiv organisiert und es hat, wie ein Poljoize, dem befehlischen Zurückgang zu einer Routine von Amol und es trägt sich zwischen anderen Euros in die Schule. Und die Schulen haben stark gelitten. Die Kinder, meine ich, haben sehr stark gelitten in allen Ländern durch die extreme Isolation, durch den fehlenden Kesederdicken Kontakt mit anderen Chaverim. Nicht nur die Limudi, meine ich da, nur die sozialen Aspekte. Und jetzt gehen die Kinder zurück. Das ist geschehen bei der Droge und Punkt. Auf dem Unabhängigkeitstag hat man gemolden offiziell, als von kommenden Sonntag an gehen alle zurück normal, schon nicht in Gruppe gelacht, noch bei MS geht man zurück zu dem, was ist gewesen einmal normal. Und wir werden sehen, wie das wird sich eingeben. Aber das ist eine gute neues Tage. Die ganze Welt weiß, also Israel hat man gehabt größter Erfolg mit den Einspritzungen und jetzt auch mit den Schulen. Und bis das in Amerika und anderen Ländern ist
Man geht ja zurück, man geht nicht zurück, es beißt sich Geseder und es wendet sich welchen Staat. Und meine Enkelach, meiste von sie, müssen sich lernen in daheim. Ich will euch fragen noch eine Sache, ihr heißt Jiddisch Ort, aber kein eigenen Ort hat ihr nicht derweil. Was sind die Aussichten, als ihr sollt bekommen an einen eigenen Ort, wo man kann sich treffen zu jeder Zeit und Tage haben, ein jüdisches Vive? Wie die mit der Bibliothek? Ich kann geben sehr ein poscheten End für es darf kommen etwas a Gewirr, was wird sich überzeigen, als sie sehr gedei zu stützen darf ja. Das heißt, wie ihr könnt sich vorstellen. Ja, er hört er sich dazu und ja, Adrabe, mit Vergnügen stehe ich zu der Disposition von Menschen, was wollten, gewollt erklären geben wegen Stützen uns. Das ja, aber ich darf sagen, als der Name Jiddisch Ort ist aufgekommen, von dem Gedanken zu trachten, positiv. Wir haben gewollt, gefunden etwas einen kurzen Namen, was soll sein klar und abspiegeln unser positiven Zugang zu der Sprache. Und mit dem meine ich nicht nur glatt die Liebschaft, nur Tage, wie ich habe untergesprochen früher, dem Aktivismus. Das heißt, das sein Fahr lebendig Jiddisch. Und es ist uns eingefallen, Tage der kurze Namen Ja. Was ist ein klar jiddisch Wort, auch sehr verständlich, kurz und poschet und sagt alles. Und Leute dem haben mir zugepravet. Leuten ja, was hat aber geklungen euch wie ein Raschei Teves, haben mir zugepravet jiddisch Ort. Also das ist gewesen, das ist die Geschichte, was steckt hinter dem Namen. Es hat uns sehr gepasst, dafür zu nutzen das Wort Ort. Wir haben gewusst, dass kein Eigenort vermogen wir nicht, weil in unserer Vorstellung ist gewesen die Idee, als wir wollen schaffen Ort für Begegnungen. Aber das muss nicht sein, für kein physischer Ort, wie wir haben jetzt in der Corona-Kurve gesehen. Ja. Und es hat uns nicht so stark ausgemacht, zu wissen, als in der ersten Anhebzeit, wo wir haben nicht vermogt kein Budget. Wir haben nicht keinem gehabt, was soll sein hinter uns und uns stützen. Wir haben das aufgestellt, selber zweit, Eliezer und ich. Haben wir gewollt schaffen, etwas, ein Gefühl von einem Ort, wo die Begegnungen zwischen Menschen, was Jiddisch ist, und sie suchen eine Gelegenheit, zu nutzen, Jiddisch aktiv, sollen Tage kennen sich zu neu kommen. Und sie, das ist ein Lokal, was wir dingen und es beißt sich öfter alle Chodesh. Sie, das ist ein gesederdig Ort, was wir können anrufen. Unseres ist nicht gewesen so relevant. Wir haben bei MS öfter, weil wir haben nicht gehabt die Mittel, aber wir haben nicht gehabt, also Prätensie euch nicht. Wir haben geglaubt in dem, was wir können Poschet zu neu bringen Menschen und das zusammen berechtigt dem Namen Ort. Es schafft etwas an Ort, was ist euch direkt verbunden mit dem, was man tut und nicht etwas physisches. Ihr tut es, ja. No, ihr seid 100% gerecht. Als Ort kann meinen sozusagen die ganze Welt. Ort kann sein Zoom. Es macht nicht aus, es darf nicht sein. Aber es darf nicht sein ein physischer Ort. Aber von deswegen, das ist gewesen die Unheimkuffe. Und ich hoffe, dass in einer späteren Kuffe wird ja auch sozusagen dem geistigen Ort wird ja haben, einen physischen Ort. Aber mittlerweile kommt auch schon eine Wade, von dem, was sie hat aufgetan. Und ihr sagt, es ist nicht das eine kurze Zeit, es ist eine kurze Zeit, 3 Jahre, sagt ihr. Das ist, ja, durch sich als 3 Jahre. Ich verliere den Chesh, weil mir tut geseder. Ja, ihr seid sehr aktiv. Es fühlt sich wie länger von 3 Jahren. Aber für eine Zeit hat ihr schon eine Sache aufgetan. Entschuldigt, wir soll kennen die Zuhörer sagte wissen wegen Jiddisch Ort. קודם כל, verbete ich da herzlich alle Menschen,
was will wissen mehr, mir persönlich zu schreiben auf mein Blitzadress, was ist Miriam Pintel Trin, Trin, mit der H zum Sof, was ist das Surprise, weil das ist ein Vietnamer Name, noch ein Tacken, strudel@gmail.com. Ich hoffe, ich habe das übergegeben, ist genug klar. Und Tomer Emetzer hat das so fixiert, hat es gehabt, kann sich verbinden mit Niedisch Kohl. Und ich meine, aus dort kann man gut alle meine Protein und mit euch können weiter schicken zu mir. Wir arbeiten, Punkt ist da euch über eine Webseite, das ist noch ein schönes Neues. Und das ist ein Resultat, ein direktes Resultat von Kontakten in dem Sinne, dass ja, es hat sich gemacht, dass nicht kein Gewirr hat sich gejagt, aber ein Mensch, ein jüdisch Liebhaber, was ist reingekommen auf etliche von unseren Schmusen, was seinen Bechinem vor allem, und es hat gemacht auf ihm, als er war ihm ein Räuschen, als er hat beschlossen, zuzuhelfen. Und es ist aufgekommen als ein Gedanke, wie zum Nützlichsten zu stützen. Und man hat beschlossen zusammen und Punkt von seiner Seite seien dort die Mittel, ich rede nicht nur wegen Geld, zu helfen, aufzustellen oder zu bauen, als eine Webseite für jüdisch Ort ist. Merze Shem Ototot wird man schon euch kennen, das öffnen offiziell. Es ist noch eine Weile ein bisschen. Ich habe es schon geöffnet. Ja, der MS ist, es ist da, aber es ist noch nicht genug aktiv und wir haben noch nicht abgeschlossen die Arbeit über dem. Der Anheb ist schon da, ja. No, schön, ihr seid von die Chaluzim, was einen gewähnt, die Erste dort und haben es gefunden in der virtuellen Realität. Sehr schön, danke. Was ist der Adresse? Das ist noch nicht im Ganzen sicher, weil wir arbeiten euch über dem und es kennt sich beiden. Aber Scholem, Efscher, könnt ihr sagen, was hat ihr reingegeben, es zu gefühlen? Reingeklappt, jüdisch Ort, das heißt nicht mit 2 D, also nicht nur mit 1. Jüdisch Ort und gleich aufgekommen eine Website. Ich kenne große Webseiten von deswegen. Google Waste heißt es. Ja. Hat mir gegeben Informationen. Ja. Okay. Ihr habt gewollt etwas sagen wegen Facebook, ja? Nein, hast du mehr gewollt hören von mir, etwas wegen Facebook? Ich meine, sie hat einen Ort auf Facebook. Wir haben einen Ort auf Facebook. Aber das ist euch sehr nicht aktiv. Zum Bedeuren gefinden wir nicht die Zeit. Wir sind in der MS noch 2 Menschen. Und das Leben ist groß. Und wir gefinden nicht die Zeit, alles zu aktualisieren und zu sein Umetum. Wenn man die dosige Erde von Kommunikation und von den allgemeinen Netzen, Kommunikationsnetzen, was heißt, seien sehr also wichtig, leiden ein bisschen unter unserer Haschkoche, was ist nicht so aktiv ist. Ja, wir können uns finden durch Facebook euch. Wir haben dort eine Seite und wir können dort euch finden Informationen, aber darauf ist die Information ein bisschen verältert. Soll man mir Meuchel sein? Ich bin im Ganzen schuldig. Ich schlage sich ein Chet. Aber etwas kann man dort finden. Und ob man sucht und findet die alte Information, wird man euch ergreifen, weil die Adressen dort sind, die Itztike. Ist zum Sofa, Miriam, ihr seid sehr aktiv auf der jüdischen Gas mit euer Lernen. Was ist als Vergnügen, die etliche Kursen, was ich habe gehalten bei euch gewesen. Erst könnt ihr uns geben ein bisschen einen Anwung, wie ihr seid, man kann sich der wissen wegen eurer Kursen. Ist die Kursen, kann man ausforschen noch einmal, schreiben die direkt mir auf miriampinteltrin@gmail.com und ein Plan von den Kursen wird man euch bekorref können sehen auf unserer Webseite. Schon voran.
Schon voran, nur ihr seht, ich bin noch nicht der Heintig, aber es ist da getreue Banitzers, was wissen mehr wie sehr gut. Guckt an und das Steuer. gewinnt. Das heißt, steuer euch und euch steuer dem, was ist bei ihm verantwortlich, für dem, was ist mehr aktiv wie ich und es sieht euch, dass hat dort schon aufgetan, ein Sport und ich danke ihm sehr für dem. Also wird mich hören, wird schön wissen, wenn ich meine. Das ist legabe die Kursen. Auf der Webseite kann man sehen, dem Plan von dem halbjährigen Plan und öfter euch den Plan von letztes Jahr. Ich weiß nicht, wir halten ihn ausplanieren das kommende Jahr, was der nennt sich schon mit Giche tritt. Dort wird man finden, ein Plan, was nimmt rein Eliezers Kursen, was lernt euch ein paar und meine Kursen. Und wie gesagt, ihr könnt damit schreiben, persönlich mir und sich da wissen wegen verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben Klassen für verschiedene Niveauen, von Anhebers bis gar avancierte Literaturklassen, was kommen vor in Ganzen auf Jiddisch und wo man begegnet die verschiedensten Jiddisch-Schreibers, Schreibergruppes, Tkufes. Wir haben versteht sich euch Lexis wegen Diktik und wegen der jiddischen Presse und Schmues begegnischen. Wir proben anboten wie zum a breite Gamme, lassen wir sagen, von Themes und euch Sorten, verschiedene Euphanim, lassen wir es anrufen. Also wie ein Mensch kann sich benutzen mit Jiddisch. Ich mündlich, ich schriftlich, durch Diktik, durch Literatur, verschiedene Euphanim. Ich will euch begrüßen wie die neue Redaktorchef von Affenschwell, was ist ein prächtiger Indien auf der jüdischen Gas. No, das ist ein besonderer Covid für mich, was man hat gebeten, als ich soll während die Nachgehen von Sheva Zucker, was ist gewesen die langjährige Redaktorchef für mich. Und bis daher habe ich Matzliach gewesen, herauszugeben ein Nummer, was ist gewidmet gewesen, der Mageife oder verschiedene Mageifes, was die Menschheit hat gelitten. Efter hat ihr beide gesehen, dem Nummer. Ich hoffe so. Ich hoffe noch mehr, als ihr hat neu gehabt. Es ist gewesen eine Nummer, was ist geboren geworden, Pamelech, und es hat genommen, bis ist geboren geworden. Weil ich bin gewesen neu in der dosiker Arbeit, ich habe sich eine Sache gedacht, können auslernen, Beschass Meister, und weil es ist gewesen eine Corona-Realität, was hat euch zugespielt zu dem, es hat nicht alles gekannt gehen, glattig und in die gehörige Gicherrhythmen. Ich lerne sich sehr eine Sache aus bei der dosiker Arbeit und ich bin bei ihm zufrieden mit dem Posten, aber der Iker bei ihm euch dankbar, weil es hat mir geöffnet, noch ein Stück Möglichkeit zu sein, kreativ in dem Traum von Jiddisch und mitzuarbeiten mit sehr interessanten Menschen. Und das ist eure Sabine, der Affenschwell, wo man kann schaffen Begegnungen auf Papier, aber doch zwischen so viel verschiedene und zahlreiche Menschen, die befinden sich in die verschiedensten Ecken Welt und was haben beschützt die dosige Liebschaft zu Jiddisch. Ich hoffe, in dem ersten Nummer hat man das ein bisschen gefehlt. Und das wird sein euch mein Ziel auf Lehabe, neu zu bringen, Jiddisch Aktivisten auf Wasser öffnen, sie sollen nicht sein aktiv und beizutragen, weiter zu bauen. Danke durch Wort, die Jiddisch-Welt euch auf Lehabe. Und es ist da sehr feine Talenten und bei ihm ist interessante Menschen, ältere, jüngere. Ich meine, dass die Welt euch von der Lehnerschaft darf wissen wegen der. Und ich bin gern überzugeben, das Webseite von League for Yiddish, was geht aus dem Journal Affenschwell, leagueforyiddish.org. Liga. Die Jiddisch Liga.
Der Name Eufenschwell stammt von der territorialistischen Bewegung, wo sie haben gemeint, dass sie sind auf dem Schwell von einer jüdischen Medina. Nun, die jüdische Medina haben wir schon. Und wenn wir hoffen, dass auf dem Schwell meint, dass wir sind auf dem Schwell von einer Beneigung von der jüdischen Kultur. Sicher, sie sagen, ewiger auf dem Schwell von was einmal breiter werden, die Stochim. Amen. Amen, amen. A schönem Dank euch und a schönem Dank für die guten Wünschen. Danke Und euch. ich stimuliere euch, ob ihr seid noch nicht kein Lehner von auf dem Schwell, kommt zu der größeren Zahl Lehners, was durch sich haben Hanoi von dem dosigen Journal. Miriam, einen größten Dank. Shalom, Yashikoyach. Alle, lassen wir sich freuen zum Yom Ha'atzmaut. Noch einmal. Ein größten Dank auch für die Initiative. Ich habe sich nicht gerechnet mit dieser Verbettung. Dafke Covid dem Unabhängigkeitstag. Ich soll haben die Gelegenheit zu reden, ein bisschen wegen die verschiedenen Sachen, was tun sich über der ganzen Welt. Ist ein Dank Meir und ein Dank Sholem. Und es gewinnt eine Gelegenheit, sich zu sehen, wieder einmal.